Döner-Kebab. Einmal mit alles. Komplett. Ein türkisch-deutsches Kulturgut. Das einzig wahre Superfood der Deutschen. Es gibt in Deutschland bei dem Döner erstmal wahnsinnig viel Fleisch, die in dem Döner sind. Und dann gibt es natürlich verschiedene Salate von Gurken, Tomaten, Zwiebeln, noch Schafskäse obendrauf. Also das sind alles Entwicklungen, die in Deutschland in der Interaktion zwischen den Anbietern und Konsumenten entstanden sind. Das Dönerfleisch im Brot, als Fastfood serviert, ist eine türkisch-deutsche Erfolgsgeschichte. Der Kebab hat längst die halbe Welt für sich erobert, ist in Deutschland omnipräsent und war immer auch ein Spiegel der vielschichtigen und wechselseitigen Einwanderungsgeschichte. Die Berliner Küche war in den 70er Jahren, als ich von Franken nach Berlin kam, eine Katastrophe. Und der Döner-Kebab war für mich natürlich ein ganz wichtiges Nahrungsmittel. Gleis 11 am Münchner Hauptbahnhof. Die ab 1961 angeworbenen Gastarbeiter aus der Türkei verteilten sich von hier aus ins ganze Land, um ihren Beitrag am Wirtschaftswunder zu leisten. Bis heute hält sich das Klischee von Eingewanderten aus unterentwickelten Regionen. Nur, welche Gesellschaft haben Sie hier eigentlich vorgefunden? Viele Zeitzeugen, die ich gesprochen habe, die Anfang der 60er Jahre nach Deutschland kamen, waren in der Tat sehr überrascht, wie bäuerlich und wie ungehobelt und zum Teil also auch konservativ, also die Mehrheitsbevölkerung in Deutschland war. Von unserer Erfahrung aus gesehen kommt es selten vor, dass wir mit diesen Ausländern hier gegen unsere Reisenden zu tun haben. Und sie brachten ihre Kultur mit, brachten Farbe und Vielfalt zu den Krauts und Kartoffeln, Paprika, Auberginen, Knoblauch und natürlich den drehenden Fleischspieß, Döner-Kebab. Etwa 200.000 Tonnen Dönerfleisch werden mittlerweile pro Jahr in Deutschland verzehrt. Die rund 18.500 Imbisse und Restaurants erwirtschaften damit über 5 Milliarden Euro im Jahr. Das Billig-Image hat zwar allmählich ausgedient, aber dass Döner-Kebab eigentlich ein hochwertiges Produkt ist in den Köpfen noch nicht ganz angekommen. Wir bekommen unser Fleisch zum Beispiel aus Augsburg, das Mehl aus Garching. Und ja, wir versuchen halt immer, die bestmögliche Qualität für den Kunden zu produzieren. Dieser Imbissbetreiber in München hat sich explizit gegen das Wort Döner entschieden. Sag bloß nicht Döner. Weil der Name Döner mit mangelnder Qualität assoziiert wurde. Und deshalb wollen wir es nicht Döner nennen, sondern Kebab. Und das ist auch gut so. Die Gammelfleischskandale von 2005 und 2006. Fleischhändler, viele davon aus Bayern, haben verdorbenes Fleisch in den Umlauf gebracht und auch Döner-Imbissbetreiber damit beliefert. Die Polizei prägt dafür einen Begriff, der bereitwillig aufgenommen wird: Dönermafia. Dieser Skandal wurde öffentlich, aber es wurde nicht gezeigt, also beispielsweise Münchner Traditionslokale, wo dieses Fleisch auch verkauft worden ist, sondern es wurde in der medialen Berichterstattung Dönerspieße gezeigt. Damit wurde eine Ikonografie geschaffen, also für den Fleischskandal, also der bayerischen Fleischindustrie, der aber verlagert wurde also auf eine Minderheit, auf die Türken und auf den Döner-Kebab. Das hat natürlich eine rassistische Konnotation. Halbmond-Mafia. Dönermorde. Auch der mediale Umgang mit der Mordserie des NSU ist bezeichnend. Wieder werden Zusammenhänge zur Dönerbranche suggeriert. Werden unbequeme Wahrheiten über den Rechtsradikalismus in Deutschland auf die türkische Community abgewälzt. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Gesellschaft rechts ist. Gleichzeitig muss uns das natürlich zu denken geben, also dass also eine antitürkische Gewalt, also die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, beispielsweise, dass es eben tausende Angriffe gegen Dönerimbisse gegeben hat, nicht zum Aufschrei führt, also von Empörung, sondern ein Stück weit auch abgenickt wird. Vom Osmanischen Reich in die globalisierte Welt. Der Döner-Kebab hat es weit gebracht. Und auch wenn Veganismus und Biofleisch die Branche vor neue Herausforderungen stellt, der Döner ist längst ganz oben angekommen. Bei 26 € im Berliner Hotel Adlon.
Wenn er jetzt adaptiert wird von einer finanzkräftigen Schicht, ist das auch eine Anerkennung von einem Produkt, also was von vielen ehemaligen Gastarbeitern entwickelt wurde. Nachdem wir das geklärt hätten, können wir uns jetzt den anderen türkischen Spezialitäten zuwenden.